Alles wird gut, oh, alles wird gut, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Alles wird gut, oh, alles wird gut, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Ja, schönen guten Tag zu Jack aus dem Wohnzimmer. Folge 22. Ungeplant. Karnevalssonntag. Tara, tara, tara. Kling, bumm. Ja, Ne, eigentlich wären wir ja nicht hier. Sie ja auch nicht. Aber das ist fast laufend. ja, und was laufen ist spontan. Ne? Ja, normal hätten wir heute frei gehabt. Wir wären normalerweise heute Morgen beim Frühschoppen gewesen, da hätte richtig gekracht und dann wären wir hinter einem Verein von Kneipe zu Kneipe gezogen und fast verloren. Ja, ganz ehrlich, an einem Sonntag, da solltest du mal lieber in die Kirche gehen und eine Runde beichten. Hör mal, ich gehe einmal im Quartal beichten und das reicht. Und bei deinem Lebenswandel könntest du jeden Tag beichten gehen. Ich sage dir, einmal im Quartal reicht. Ja, wieso gehst du denn nur einmal innerhalb von 3 Monaten zur Beichte? Pass auf, ich komme dann rein in die Kirche, rein in den Beichtstuhl. Ja. Und dann kommt Pastor. Rein in die Kirche, rein in den Beichtstuhl. Ja, und dann fragt Pastor nach deinen Sünden. Kennst du auch, ne? Ich sag, Hochwürden, ich weiß ja nicht, wie ich es sagen soll. Ja, du druckst dir nicht so rum. Was hat er denn gesagt? Ich sag, ich hatte demnächst außerehelichen Kontakt mit dem anderen Geschlecht aufgenommen. Du Labbes, bist fremd gegangen. Immer so direkt kann man auch sagen. Ja, und was hat Pastor dann gesagt? Sagt er, hör mal, mit wem bist du denn fremdgegangen? War das vielleicht die Marga Schmitz von der Schulstraße? Ich sag, Pastor, Ehrenmann, keine Namen. Keine Namen. Sagt er, war es vielleicht die Sibylle Jansen von der Hauptstraße? Ich sag, Pastor, wie gesagt, Ehrenmann, keine Namen. Keine Namen. Sagt er, war es vielleicht die Monika Schrader von der Oberstraße? Ich sag, Pastor, wie gesagt, Ehrenmann, keine Namen. Ja, und was hat Pastor dann gesagt? Sagt er, mein Sohn, tue Buße, Ja, das war richtig. gehe hin, bete 3 Vaterunser und der sei vergeben. 3 Vaterunser für Fremdgehen. Du, da bist du aber schön billig abgekommen. Kann ich dir sagen, du, immer ich raus aus dem Beichtstuhl. Die 3 Vaterunser, raus aus der Kirche. Ja, was gibt es denn dafür zu lachen? Hey, da hatte ich schon wieder 3 neue Adressen. Also wirklich, Labbes, sei du mal lieber still. Wir wünschen jetzt viel Vergnügen mit der vorläufig letzten Folge von Jack aus dem Wohnzimmer, bevor die Fastenzeit anfängt. Man weiß ja nie, wie es weitergeht. Ja, Folge 22, viel Spaß. 2 mal 11. Jetzt geht's los, komm mal mit, es ist Karnevalszeit. Alle Jecken, groß und klein, haben sich darauf gefreut. Karneval ist wunderbar, rufen klein und groß. Im Rheinland sind die Jecken heute los. Und heute haben wir keine Sorgen, denn wir sind zum Feiern da. Tanzen fröhlich in den Morgen zu der schönsten Zeit im Jahr. Jetzt geht's los, komm mal mit, es ist Karnevalszeit. Alle Jecken, groß und klein, haben sich darauf gefreut. Karneval ist wunderbar, rufen klein und groß.
Im Rheinland sind die Ecken heute los. Und heute tanzen wir und lachen, tragen Masken rot und blau, grüßen alle Fastnachtsnarren mit Halb Paul, Allah, hello! Jetzt geht's los, komm mach mit, es ist Karnevalszeit. Alle Jecken, groß und klein, haben sich darauf gefreut. Karneval ist wunderbar, wir rufen klein und groß. Im Rheinland sind die Jecken heute los. Im Rheinland sind die Jecken heute los. Ich war mit meinen Trickes im Urlaub oben im Bauernhof. Neben uns im Zimmer der hundende holländische Pärchen. Diese 3 Tage und 3 Nächte nicht aus dem Zimmer gekommen. Neugierig wie ich bin, han ich an die Tür geklopft und gerufen: Hallo, hallo, was machen Sie da die ganze Zeit? Da flötene war drinnen, die Stimme war die Frau. Wir leben von den Früchten der Liebe. Aha, sag ich, da werbt die Welle, es war jetzt die Schale, war die Früchte der Liebe nicht mehr ob der Hauf, die Hunde laufen alle mal in Gummistiefeln herum. Allah. Jetzt jedes Schloss, ja, man ist noch Kost, verschlagen de Trump. Solang die Trump noch schlägt, noch fast verloren wie der Hunger geht. Solang die Trump noch schlägt, noch fast verloren wie der Hunger geht. Ist dann alle Jahr vorbei, wie ich nervös. Und ich fester Kripp und Krapp und Krippel in der Füß. Instrumente und Kostüme liegen auch parat, die ja noch das ganze Jahr nur der Druck gewahrt. Jetzt jedes Schloss, egal was es doch kostet, verschlagen auf de Trump. Solang die Trump noch schlägt, da fast erlauben wir umgeht. Solang die Trump noch schlägt, da fast erlauben wir umgeht. Solang die Trump noch schlägt, da fast erlauben wir umgeht. Solang die Trump noch schlägt, da fast erlauben wir umgeht. Wenn man so sind Federjon, geht sich voll zu machen. Lach, ich bring die Jute dummer auf es Kirche an. Fast gelaufen, letzte Kirche, was in Kirche liegt. Ja, sie auf der Trommel geklopft und alle singen mit. Jetzt jedes Schloss, der Jahre ist auf Gott, verschlagen auf der Trommel. Solang die Trommel noch schlägt, da fast erlauben wir umgeht. Solang die Trommel noch schlägt, da fast erlauben wir umgeht. Solang die Trommel noch schlägt, da fast erlauben wir umgeht. Solang die Trommel noch schlägt, da fast erlauben wir umgeht. Da 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 da, drei Mokkele! Mokkele!
Hallöchen, da bin ich wieder. Ja, man hört ja nichts anderes mehr als wie Lockdown, Abstandsregelung, Maskenpflicht. Ich war jetzt mit meiner Frau Aniela in den Supermarkt. Wie wir nach Hause kommen und die Maske nachdungen. Oh, wenn ja uns andere Brot dabei. Also Leute, seid wachsam, passt auf. Ne? Und jetzt soll ich mit meiner Frau noch mittags durch. Ich will gerade eten. Kein Geschmack in den Mund. Nix. Geschmack null. Geruch kann die auch nix. Und dann ja wohl Panik gekriegt. Ich denke, leck mir nicht durch, jetzt ist auch der Coronavirus. Und sagt meine Frau nur, beruhig dich. Ich habe nicht mehr das Tofu gemacht. Ich habe mir mit meiner Frau nicht ja jetzt haben wir abgesprochen, einen Tag jetzt sie Aniela und andere Tag dann ich Aniela. Ja, das ist praktisch. Der eine Tag hier wird der eten und der zweite Tag hier wird der saufen. Ja, und weil die Kneipe jetzt zu haben, dann musste ich halt älter wollen. Und ich bin ja kreativ. Ich habe mich heute Mittag in jedes Zimmer 2 Bier gestellt. Ich glaube, dass wir 7 Zimmer haben. Und jeden Abend mag ich Kneipentour. Da freue ich mich auch drauf. Ne? Aber ich habe jetzt einen Albtraum gehabt. Ich habe geträumt, die Kneipen hätten alle wieder auf. Alle Leute kochen werden in die Kneipe gehen. Das Problem, Jan hat so geregelt, dass er in alphabetischer Reihenfolge ging. Und ich habe das Pech, ich muss Dienste an. Ja, man hört ja nichts anderes wie Pandemie, Covid-19, Hände waschen. Also mein Körper, der hat mittlerweile so viel Seb und Desinfektionsmittel absorbiert, dass ich beim Pinkeln selbst die Toilette reinigt. Ne? Ja, und die Corona-Zeit, da ist man daheim, man bewegt sich ja kaum. Ne? Jetzt habe ich mich für Weihnachten so auf die Woche gestellt. Oh oh, oh oh. Und jetzt habe ich mich mit meinem Handy auf die Woche gestellt. Also ich wusste ja nicht, dass eine volle Speicher von der SD-Karte 5 Kilo wiegen kann. Aber wie ich die Zahlen so, da habe ich mich gedacht, wer ein Herz aus Stahl hat, Nerven wie Drahtseile und einen Charakter wie Gold, der kann einfach nicht, wenn ich wiege. Meine Frau natürlich direkt, hast du wieder zugenommen? Ich sage, nee Schatz, ich habe mich nur ein bisschen auseinandergelebt. Aber wie gesagt, man muss sich ja nicht älter wollen. Jetzt habe ich meine Frau mit einem Dartpfeil auf den Weltcup werfen lassen. Ich sage, da wo der Pfeil landet, da mag ich wohl einen Urlaub. Ab Montag sind aber 2 Wochen in den Kühlschrank. Ja. Aber das ist ja nichts. Ich trinke mich jetzt für ein Bierchen, für eine Corona-Schluckimpfung. Und dann sage ich bloß noch, Leute, passt auf euch auf. Bleibt gesund und man sieht sich in besseren Zeiten. In diesem Sinne, Prösterchen. Dieses Lied ist für alle Menschen, die Karneval lieben. Und auch für alle, die immer noch nicht begriffen haben, dass Karneval das geilste Fest der Welt ist. Sind wir nicht alle ein bisschen Karneval? Wo man schunkelt, tanzt und singt und man gerne ein Bierchen trinkt, ist der Karneval zu Hus. Hey, am Ring soll schwingen, schön, man kann es nirgends singen, da leben wir uns richtig aus. Wo du stehst, willkommen bist, und wenn du nicht von den Küssen hörst, die Spitze, hey, am Ring, ist die Stimmung riesengroß, ja, dann geht die Party los, und der Grund kann nur das eine sein. Karneval ist geil,
nicht mehr auf und es wird durchgemacht. Ob nun Fleckenspitz, Papaya, Höhner, Fässer, Räuber, jeder hat einen Lieblingshit. Wenn es zuckt in Arm und Bein, ja, dann stimmen alle ein. Alle singen dieses Lied. Karneval ist geil, ist so mega hammergeil. Das geht aber, das kommt rüber und wir singen immer wieder. Karneval ist geil, Karneval ist geil. Der macht jede Party steil. Das geht aber, das kommt rüber und wir singen immer wieder. Karneval ist geil. Karneval ist geil, ist so mega hammergeil. Das geht aber, das kommt rüber und wir singen immer wieder. Karneval ist geil, Karneval ist geil. Er macht jede Party steil. Karneval ist unser Leben und das wird ihn immer geben. Karneval ist geil. Karneval ist geil. Karneval ist geil. Ja, Sie wundern sich sicher, dass ich nicht wie sonst im Rathaus am Putzen bin. Ich mache jetzt Homeoffice. Ja, ich rufe jeden Morgen im Rathaus bei meiner Chefin, bei unserer OB, an und bei der Ratslück. Aber morgen ist jetzt Schluss damit. Die OB ist es leid. Die Grüne, die funken ihr dauernd dort Zwäsche. Jedes Mal, wenn sie mit dem Sagrotan anzuputzen fangen will, da kommen die mit ihrem Frosch daher, ohne Parabene und Silikone. Tja, das hübt sie doch einfacher, eine Grüne in das Haus zu kriegen, als ein Haus im Grüne. Und Grüne haben wir im Rathaus seit der letzten Wahl mehr als hier noch. Aber hören Sie uns, was war das für ein Gedöns letztes Jahr mit dem Klopapier? Nix war mir da. Ja, wir hätten ja früher einfach Zeitungspapier genommen, ne? Aber heute geht das nicht mehr. Bei den vielen Nachrichten, da ist das Fötchen nachher schlauer wie der Kopf. Ja, und die Friseure, die haben ganz so, die dürfen überhaupt nicht arbeiten. Aber wir vom Rathaus, wir haben jetzt einen Friseur eingestellt. In der Buchhaltung. Ja, der soll die Bücher nicht führen, der soll sie endlich frisieren. Aber in der Corona-Zeit, da fehlt mir ja das Zwischenmenschliche. Mein Kollegin, das Knägenbügels Tres. Ich sage letztlich, Tres, willst du Dinge Freund, der Peter nittens endlich bei uns im Rathaus hier rade. Sedet, tätst du eine hier rade, der nebenbei noch 3 andere Fisternölscher hat? Ich sage, nee, natürlich nicht. Sedet, siehste, der Peter auch nicht. Ja, Leiflück, jetzt hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr alt, gesund und munter auf einer Sitzung wieder treffen. Schluss mit dem Klav. Die Putzfrau vom Rathaus sagt Tschüss und Alaf. Ja, liebe Funken, liebe Freunde des Karnevals. Heute wäre normalerweise traditionell unser Donnerstagstreck, der leider wegen Corona ausfällt. Nichtsdestotrotz haben wir gesehen, unser Jüppchen vom Grab ist noch nicht dekoriert. Jetzt ist er dekoriert. Normalerweise 16 Uhr sind wir immer hier. Falk hat das recherchiert. Stimmt auch. Jetzt haben wir auf die Uhr geguckt. Wir haben 16:13 Uhr. Das passt noch. Und wie das so üblich ist, wenn wir mit dem Treck hier ankommen, trinken wir eine kleine. Dann machen wir heute Corona-konform. Sind wir mal ein bisschen gesund. Lecker. Und trinken eine leckere Apfelschorle mit unserem Jüppchen. Fangen wir mal an mit
kalt. Wir haben nicht genug kriegen. Nee, fantastisch. Ja. Das ist so lecker kalt. Ja. Warte, mir schon fast der Arm ab. Ja. Trinken auf Jüppchen. Und darauf, dass wir nächstes Jahr wieder ganz normal unseren Treck feiern können. Wir haben heute die Tränen in den Augen gehabt. Super Wetter. Mussten zu Hause sitzen. Schade, aber es ist leider so. Grüß euch. Und wie wir bei den Funken gewohnt sind, verabschieden wir uns mit einem dreifach-kräftigen Bum-Bum. Rohr, Bum-Bum. Rohr, Bum-Bum. Rohr. Hurra. Warum ist der eine so dünn und der andere so dick? Der eine hat Glück, der andere nicht. Warum sterben Menschen ohne Sinn? Warum bringen sie sich um? Wo führt unsere Weg uns hin? Oh, bitte brauch nicht mehr warum, denn es hätt doch keinen Sinn. Und eine Antwort kriegst du kein. Du hast mich und ich an dich, wenn doch nicht ewig du. Alles wird gut. Warum riechen Kinder untereinander? Warum blieben Menschen wahr und haben Angst vom Neuen da? Ist die Welt so wie sie ist? Längst nicht mir Paradies. Es gibt keiner, der das weiß. Oh, bitte brauch nicht mehr warum, denn es hat doch keinen Sinn. Und eine Antwort kriegst du kein. Du hast mich und ich an dich, wenn doch nicht ewig du. Alles wird gut. Oh, bitte brauch nicht mehr warum, denn es hätt doch keinen Sinn. Und eine Antwort kriegst du kein. Du hast mich und ich an dich, wenn noch nicht ewig du. Alles wird gut. Hallo ihr Lieben, hier ist Engel Hedwig, euer Personality Human Resort Safety Corona Instructioner und White Chicken Wings Flying Security. Ja, aber ich bin jetzt auch im Lockdown, ne? Ja, nur noch zu Hause auf die Glotze gucken in das schwarze Loch, ne? Nur der Schmitz, der ist immer draußen, morgens, mittags und abends, ne? Ich glaube, der ist von der KG Allwetter und dann läuft er draußen rum, ohne Mundschutz. Ja, und ungekämmt. Wenn ich draußen ohne Mundschutz rumrenne, dann muss ich aber 14 Tage im Container. Und was ist mit dem Schmitz? Nix ist mit dem Schmitz. Ich mein, gut, der Schmitz, das ist jetzt auch eine Perserkater. Aber trotzdem, muss das denn sein? Und jetzt habe ich von Corona auch noch zugenommen. Nur weil ich abends mehrfach am Kühlschrank getestet habe, ob mein Geschmackssinn überhaupt noch funktioniert. Ja, ist doch wahr. Wir liegen doch alle mit tütenweise Knabbereien und süßen Spirituosen auf dem Sofa, frei nach
dem Motto, trinken wir noch ein Eierlikörchen? Das Leben muss doch weitergehen. Und jetzt haben wir auch noch Home-Karnevaling. Home-Karnevaling. Und das noch. Feiern mit dem eigenen Mann. Das ist doch ungefähr so, als wenn du in eine Chipstüte reingriffst und da sind Reiswaffeln drin. Reiswaffeln. Da kannst du doch nur dann essen, wenn dir im Mund total langweilig ist. Da kannst du doch auf der Baustelle auch Dämmstoffplatten essen, du. Und wenn wir uns dann im Lockdown alle so richtig vollgefuttert haben, ne? Und vor lauter Trägheit nicht mehr vor die Tür wollen, ja, dann können wir das doch auch ja nicht mehr. Da passen wir doch ja nicht mehr durch. Drum denkt an uns Künstler. Wir sind alle im Sofa-Office und freuen uns über eure Nachrichten. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Sobald es wieder geht, lassen wir uns alle vom Karnevalsvirus und vom Frohsinn infizieren. Und darauf freue ich mich, ihr Lieben. Bis dahin, euer Engel Hedwig. Tschö. Na 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 na. Das war die unverhoffte Sendung Jeck aus dem Wohnzimmer, Folge 22. Und das passt genau. Karnevalssonntag 2x11. Wir möchten an dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an alle Künstlerkollegen und Kolleginnen sagen. Danke für eure tollen Videos. Ja, wir hoffen, dass wir in den ganzen Wochen und Monaten euch in dieser Corona-Zeit, wo wir immer versucht haben, Corona-konforme Regeln einzuhalten, trotzdem was Spaß verbreiten konnten. In eure Wohnzimmer. Und dann möchten wir zwei uns ganz zum Schluss bei einer Person ganz besonders bedanken, die sonst immer nur im Abspann genannt wurde, bei Kameramann oder Kamerafrau. Kenn ich die? Ich will es doch hoffen. Du hast sie ja schließlich irgendwann am 11.11. mal geheiratet. Ah. Die Rede ist nämlich von seiner Frau, von der Eri. Eri, komm mal in ein Bild, damit die Leute zu Hause mal ein Bild von der jungen Frau haben, die uns die ganzen Wochen und Monate immer so schön gefilmt hat. Stellvertretend für alle Video-,
Hersteller und Herstellerinnen und alle Kameramänner und Männerinnen, liebe Eri, freuen wir uns, dir dieses kleine Männchen zu überreichen. Dankeschön. Damit du immer daran denkst, wie schön es war, Labbes und Dreckes filmen zu dürfen. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir neben den ganzen Oscars noch die goldene Kamera. Ja, macht's gut, eine schöne Fastelovend noch. Wir sehen uns. Tschüss. So ist es. Wenn et nicht mir führen geht, wenn et Wasser dir bis zum Halsen steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder weißt, mit die Rot bis auf die Zähne. Irgendwann doch der größte Drissen eng mit Milan, bis da de Zünsche wieder schien, mit die Rot bis auf die Zähne. Wenn de Karren prägend steck, wenn dir et Bier wahrhaftig nicht mich schmeckt,